Hallo, mein Name ist Dino Silvestro. Ich leite den ADAC Reifentest und ich stelle euch heute die Sommerreifentestergebnisse 2023 vor. Wir haben uns dieses Mal die Dimension 2.5 55/16 angeschaut, also die meistverkaufte Dimension in der unteren Mittelklasse, die beispielsweise auf einem VW Golf passend ist. Bereits seit 1973 testet der ADAC Reifen und wir feiern in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum. Dafür haben wir uns was ganz Besonderes einfallen lassen, nämlich den Vergleich von 50 Reifen in der meistverkauften Dimension. Insgesamt konnten wir 10-mal die Note gut vergeben, also ein sehr empfehlenswertes Gesamtergebnis. Der Testsieger ist der Goodyear Efficiency Grip Performance 2, der sowohl bei den Sicherheitseigenschaften als auch bei der Umweltbilanz überzeugen kann. Auf dem zweiten Platz landet der Continental Conti Premium Contact 6, der den Benchmark in der Fahrsicherheit setzt und genau hier überzeugen kann. Auf dem dritten Platz finden wir den Michelin Primacy 4 Plus, der in der Spitzengruppe die beste Umweltbilanz aufweist. Die detaillierten Testergebnisse zu unserem Sommerreifentest haben wir euch unten in der Infobox verlinkt. Premium-Produkte wie die 3 Testsieger kosten in der getesteten Dimension deutlich über 100 Euro. Es geht aber auch günstiger, wie der Nokian Wetproof zeigt. Der Nokian ist ca. 1/3 günstiger als die Premium-Produkte, überzeugt aber dennoch in der Fahrsicherheit. Nachteil dieses Reifens: er hält nicht so lange, das heißt die Laufleistung fällt geringer aus. Für Wenigfahrer spielt das aber keine Rolle, für die ist der Nokian genau die richtige Wahl. Wer viel unterwegs ist, der sollte eher auf die Premium-Produkte schauen. Die Premium-Produkte sind zwar etwas teurer, der Mehrpreis amortisiert sich aber durch die höhere Laufleistung relativ schnell. Insgesamt mussten wir 7-mal die Gesamtnote mangelhaft vergeben. Jedes Mal aufgrund von Mängeln in der Fahrsicherheit. Diese 7 Reifen können bei nasser Fahrbahn nicht überzeugen und zum echten Sicherheitsrisiko werden. Der Double Coin kann zwar noch einigermaßen bei den Umwelteigenschaften punkten, ist aber extrem unsicher, sobald es eine nasse Fahrbahn gibt. Und der Premiori Solasso, der auf dem letzten Platz landet, der benötigt einen 60% längeren Bremsweg als der sicherste Reifen im Test. In Zahlen gesprochen bedeutet das, wenn der sichere Reifen bereits steht, fährt man mit dem Premiori noch mit über 50 km/h in das Hindernis. Ein echtes Sicherheitsrisiko für Leib und Leben. Im Rahmen unseres Jubiläums haben wir uns auch unsere Testmethodik angeschaut und haben den ADAC Reifentest grundlegend überarbeitet. Künftig gibt es den Reifentest in 2 Säulen. Einmal Fahrsicherheit und einmal Umweltbilanz. In die Umweltbilanz gehen auch das Thema Laufleistung, Reifenabrieb, Kraftstoffverbrauch, Reifengewicht, aber auch die Nachhaltigkeitsthemen eines Reifens ein. Ein gutes Beispiel für einen sehr umweltfreundlichen Reifen sehen wir hier mit dem Michelin E-Primacy, also ein zweites Michelin-Produkt, das wir extra als Öko-Reifen mit in den Test aufgenommen haben. Der E-Primacy überzeugt durch einen geringen Abrieb, hält über 70.000 Kilometer und hat einen geringen Rollwiderstand. Michelin hat diesen Reifen sogar nach einer Ökobilanz zertifiziert. Am Ende kann dieser Reifen aber den Zielkonflikt zwischen Umwelt und Sicherheit nicht komplett auflösen. Das heißt, dieser Reifen hat leider Schwächen in der Fahrsicherheit und kann speziell auf nasser Fahrbahn nicht komplett überzeugen. Wir sehen, auch nach 50 Jahren Testarbeit ist es unerlässlich, einen unabhängigen Verbraucherschutztest durchzuführen. Denn auch heute kann man sich weder auf Herstellerangaben noch auf Reifenlabel verlassen. Der ADAC bietet mit der neuen 2-Säulen-Struktur aus Fahrsicherheit und Umweltbilanz nun die Möglichkeit, die Reifeneigenschaften noch besser miteinander zu vergleichen. Und am Ende solltet ihr nicht an der falschen Stelle sparen, denn ein günstiger Reifen kann schnell zum Sicherheitsrisiko werden.